Die Geschichte von der Schöpfung. Die Großmutter hat ihren kleinen Enkel gefragt, was er so die Woche über in der Schule gelernt hat. So allerhand Sachen, hat der muntere Bursch gesagt. 3-mal haben wir die Geschichte von der Schöpfung erzählt gekriegt. Willst du sie mal hören? Pass auf, Großmutter, guck, das war so. Zuerst war's ganz dunkel auf der Welt, und zwar nix da wie lauter Wasser und wieder Wasser, und der liebe Gott ist alsfort oben drauf rumgeschwommen. Da hat er mal gedenkt, nee, das kann nicht so weitergehen mit der Finsternis, man sieht ja nicht einmal die Hand vor der Aare. Und dann hat er gesagt, es werde Licht. Und da war auf einmal heller Tag. Und wie es jetzt so hell war, da hat der liebe Gott seinen Arm ausgestreckt und hat gerufen, Wasser verteilt dich. Und da ist das Wasser fortgelaufen ins Meer und die Erde ist da gestanden, wie so ein harter, fester, brauner Brocken. Dann hat er gleich den Mond gemacht und die Sternchen und hat die Sonne scheinen lassen. Und wie der Boden ein bisschen trocken war, hat er Gras und Kraut und Grumbeere und Welschkorn und Tubak und Dickriebe wachsen lassen und hat Blumen gepflanzt und allerhand Bäume gesetzt. Tiere hat der liebe Gott auch gemacht. Große und kleine, Geil und Kieh und Gäse und Hase und Eichhörnchen und Elefanten und Löwe und Tiger. Die waren aber all ganz zahm. Und dann hat er auch noch Vögel erschaffen. Adler und Rabe und Schwalbe und Rotkehlchen und Spatze und Gäns und Ente und Hinkel. Ins Meer hat er Walfisch neu getan und Krokodile und Schellfisch und Hering und Bückling und noch allerhand andere Fische. Wie das jetzt alles fertig war, hat der liebe Gott gedenkt, es wär doch gut, wenn auch ein Mensch da wär, für aufzupassen, dass die Hinkel die Eier nicht verlecken, dass die Grumbeere gehäckelt werden und die Kühe gemolken, und da hat er einen Klumpen Erde in seine 2 Hände genommen und ein bisschen Wasser dazu und hat es so rumgedreht und alsfort getrickt, weißt, so wie die Babette, wenn sie den Teig macht, für Dampfnudeln oder für Kuchen. Dann hat er 2 Beine gemacht und 2 Arme und einen Leib und einen Kopf mit 2 Augen und einen Mund und eine Nase und 2 Ohren und obendrauf hat er Haar gebappt und wie das Männelchen fertig war, hat er's in die Sonne gelegt für zum Trickeln. Wie es trocken war, hat's der liebe Gott auf den Arm genommen und hat's gestreichelt und hat ihm seinen Atem in die Nasenlöcher und zu den Ohren geblasen. Und auf einmal war der Adam lebendig und hat angefangen zu zappeln und hat sich so gefreut, dass er im Paradies ist. Guck, Adam, hat der liebe Gott gesagt, jetzt musst du aber auch schön folgen, gell? Und darfst mir keinen Ärger machen. Alle Bäume darfst schütteln und darfst davon essen, so viel wie du willst. Die Quetsche, die Mirabelle, die Beere, nur an den großen Apfelbaum dort, wo Mitte im Garten steht, da darfst mir beileibe nicht dran, sonst geht es schlecht. Da dran will ich erkennen, ob du gut bist oder bes. Der Adam hat auf Ehr und Seligkeit versprochen, dass er schön parieren wollte und hat auch den Apfelbaum nicht weiter angeguckt. Mit der Zeit ist es aber dem Adam ein bisschen arg langweilig geworden, weil er immer so allein war. Und wie der liebe Gott gemerkt hat, dass er so geseufzt hat, da hat er sich vorgenommen. Wart, Adam, ich mach dir eine Frage, dass du ein bisschen Unterhaltung hast, und die kann dir auch helfen. Das Unkraut jede und kann für dich zum Mittag kochen. Und wie der Adam unterm Baum geschlafen hat, hat der liebe Gott geschwind sein Messer genommen und hat dem Adam ein Ripp aus der Seite geschnitten, hat ihn wieder zugenäht und aus dem Rippchen hat er dann die Eva gemacht. Der Adam hat gedenkt, wie er wach geworden ist. Jesus, was ist denn da passiert? Also hat er auf einmal die Frau vor sich stehen sehen. Er ist aufgesprungen und hat gesagt, wie heißt dann du? Wo kommst denn du dann her?
Ich heiß Eva, hat sie gesagt, und der liebe Gott hat mich extra für dich gemacht, dass du ein bisschen Unterhaltung hast und dass ich dir helfen soll und fertig koche. Da war der Adam natürlich arg froh, sie haben sich eingehängt und sind miteinander im Garten spazieren gegangen. Da hat er auf den Apfelbaum gedeiht und hat gesagt, du Eva, höre mal, von alle Bäumen darfst essen, nur von dem Apfelbaum da nicht. Das hat der liebe Gott extra verboten. Da hat die Eva den Baum aus der Nähe betrachten wollen und wie sie davor gestanden sind, ist wahrhaftig eine große Schlange drin gesessen und hat gesagt, sie sollten sich doch nicht genieren und sollten zugreifen. Nee, hat der Adam gewehrt, das machen wir nicht, das hat der liebe Gott verboten. Kein Wunder, hat die Schlange gesagt, der weiß warum, das sind die allerbesten Äpfel vom ganzen Garten. Oh, Eva, du tätst mich doch dauern, wenn du die nicht versuchen tätst. Die dabische Eva hat also wahrhaftig einen Apfel abgerobbt und hat dem Adam die Hälfte gegeben. Und wie sie den Apfel gegessen hatten, da haben sie sich arg gefärscht und geschämt und haben sich schnell hinterm Busch versteckt. Zu allem Unglück ist gerade der liebe Gott in den Garten gekommen und hat gerufen, Adam, Adam. Und wie er weit und breit nichts gesehen hat und keine Antwort gekriegt hat, hat er sich gleich gedenkt, Jesus, Jesus, die sind wir am Ende an mein Apfelbaum gegangen. Danach sind der Adam und die Eva hinterm Busch vorgekommen und haben so arg gezittert, dass der liebe Gott gleich gewusst hat, was los ist. Natürlich war er arg beleidigt und hat gesagt, Adam, warum hast du mein Gebot übertreten? Das hätte ich doch nicht von dir gedenkt, dass du mich so hintergehst. Sowas ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Ich bin nicht schuld, ich kann nichts davor, hat sich der Adam gewehrt. Die Eva ist schuld, die hat der Apfel abgerobbt. Ich hab sie davor gewarnt gehabt. Ich kann auch nichts davor, hat die Eva gekreunt. An dem ganzen Schlamassel ist kein Mensch schuld als wie grad die falsche Schlange, die hat mich überredet. Eher sind wir eine schöne Gesellschaft, hat der liebe Gott gesagt und hat sie angeguckt, dass sie ganz rot geworden sind. Naus mit euch, ich kann euch nimmer vor meiner Aare sehen, ihr Wortbrecher, ihr Appelstähler. Dann hat er sich ein Stecke vom Hasselbusch abgeschnitten und hat den Adam und die Eva vor sich hergetrieben, durch den ganzen Garten durch bis nur an die Tür. Dann hat er die Tür sperrangelweit aufgemacht, hat ne einen festen Stumper gegeben und hat gesagt, kommen wir euer Lebtag nimmer in mein Paradies. Zu aller Vorsicht hat er noch einen Engel mit einem feurigen Säbel als Wächter aufgestellt, dass der ja gut aufpasst, dass keins von den zwei wieder über die Mauer rüberkrabbelt. Jawohl, Großmutter, so war's, brauchst gar nicht zu lachen. Geschrieben von Lina Sommer vor ungefähr 100 Jahren.